Goedemiddag. Mag ik u even lastigvallen? Sorry, maar ik kan een beetje verstaan, maar ik praat niet voor het Nederlands. Uit welk land komt u? Duitsland. Deutschland? Ja. Okay. Also, da können wir besser Deutsch reden. Ich denke ja. Sie machen Urlaub Ja? mit den beiden Söhnen? Ja. Boah, wie cool ist das denn? Super, hè? Ja. Und Sie haben sich gerade etwas Leckeres Was gekauft. Gesundes. Aber die Kalorien, die werden ja alle verbrannt wieder, ne? Ja, natürlich ist alles weg hier. Vor allen Dingen beim Papa. Beim Papa? Ist das nötig? Ja, ich glaube schon. Und woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Brühl, Köln. Phantasialand. Ja. Ja. Phantasialand. Aber ihr seid doch nicht ganz aus Brühl jetzt mit dem Fahrrad? Wirklich? Nee. Wir sind mit dem Auto ungefähr Remont. Ramont Oh, gefahren Remont. und dann von Ramont ungefähr nach hier. Okay. Aber u spreekt een heel klein beetje Nederlands. Ik kan een beetje praten, maar niet veel. Ik kan een beetje verstaan. Okay. Und ein ganz wenig reden Sie auch Niederländisch? Nee. Nee? Ik wil, maar dat geht niet. Immer wenn man irgendwo ist en ik praat een beetje, dan sagt der Nederlands bla 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 in Allemans. In Duits. Okay. Weil es ist so schwer, es wird sofort auf Deutsch geantwortet. Und dann versucht man es gar nicht erst. Okay. Aber Sie versuchen es wenigstens ein klein bisschen. Een beetje. Und wohin geht die Reise? Wir haben eine Woche, oder 6 Tage, ich weiß nicht. Heute, wir fahren nach die Camping, da ist ein Freund hier 2 Kilometer Okay. von hier und wir besuchen diesen Freund an die Camping und dann moeten wir weiter gucken. Und wie heißt der Camping? Der Campingplatz? Ich weiß nicht, ich muss gucken. Aber das 2 sind- Kilometer von hier ist eine kleine See. Ah, ich denke, ich weiß, wo das ist. Camping, Beringer Zand? ja, ich denke so. Ich muss mal. Okay. Ich kann, Aber das ist ein Freund von Ihnen, der ist da am jetzt... Campingplatz vor 5 Okay. Jahren. Und Jungs, wie findet ihr es, um auf dem Fahrrad mit dem Papa unterwegs zu sein? Gut. Ja? Ihr seid schon ein bisschen sportlich? Schon. Schon? Ja. Okay. Aber wenn es Pommes gibt so unterwegs, dann ist die Welt in Ordnung, oder? Ja. Schon. Machen Sie öfters so einen aktiven Urlaub mit den Jungs? Halb, halb. Halb, halb. Wenn die Frau dabei ist, wird's ruhiger. Also die Mama ist lieber am Strand? Ja, wir sind mit Mama meistens am Strand, aber da machen wir meistens so, dass wir dann so Häuser haben und manchmal dann auch von Häusern zu Häusern so fahren. Bed and Breakfast? Airbnb. Ja, B&B. Okay. Auch Oder schön. Apartment, ja. Was kommt. Und was macht, sind Sie ein Geübter? Das Rad sieht aus, Das ist super. als wären Sie schon die ganze Welt Ja. herumgefahren. Aber Sie sind ein geübter Radler. Alle können Fahrrad fahren. Nee, aber sieht aus, Es ist als wären uralt, das Sie Fahrrad. ein uraltes. Es ist einfach alt. Ja, aber es fährt. Okay, es fährt. Und was haben Sie da alles? Haben Sie auch ein Zelt dabei? Zelt, Wasser, Schlafsäcke, alles. Cool. Und was sind Sie? Oder was seid ihr? Wir sind vom Regionalfernsehen und wir machen ein Programm, wobei wir einfach ins Blaue hineinfahren, so wie Sie eigentlich auch gemacht haben. Und das sind alles so spontane Begegnungen. Ach, schön. Und wir machen das seit über 8 Jahren. Und wir haben schon sehr viele deutsche Leute auch im Programm gehabt. Denn wenn man ja, so nah an der Grenze ist, dann ist das statistisch natürlich. Gut durch mich. Ja, Was ist Grenze, ne? genau. Und ich glaube, das ist jetzt gerade für den Jungs auch schön, dass so mit Corona und so, dass man mal wieder Raus kann, ja. raus kann. Auf jeden Fall. Wir sind sonst immer ganz oft in die Eifel gefahren für kleine Touren. In Corona-Zeiten, aber jetzt, man kann überall hin, überall Kaffee trinken. Perfekt. Cool, ne? Schön.
überall hinsetzen. Aber ich glaube, bei uns hat es schon ein wenig mehr aufgelockert schon als bei euch. Ja, ja, wir sind da ein bisschen langsamer, ein bisschen. Vorsichtiger vielleicht. Vielleicht auch das. Und die Jungs, die haben jetzt Urlaub? Ja. Wie lange noch? Eine Woche? Eine Woche? 6 Tage ungefähr. Sag mal Hey. laut. 6 Tage, ne? Der redet auch, Ja, manchmal. wenn er keine Pommes isst. Cool. Und wie heißt du? Vigo. Vigo. Mit V. Mit V. Ja. Genau. Und du? Juri. Juren. Juri. Juri. Okay. Coole Namen. Keine richtige deutsche Namen, ne? Nee. Vigo ist. Es gibt spanische Wurzeln und nordische Wurzeln. Also beides. Bei Ihnen. Nee, der Name kommt aus dem Skandinavischen oben oder aus dem Spanischen. Gibt's Es gibt auch Vigos in Spanien. Ah. Und Juri? Ist der erste Mann im All. Der Gagarin. Nee, wirklich? Ja. Und er hat halt noch viel vor sich, ne? Keine Ahnung, die Namen waren mit einmal da. Meine Frau hat da irgendwie. Ihr habt euch ziemlich schnell geeinigt über den Namen. Ich hatte nichts zu sagen. Und wo ist die Mama jetzt? Zu Hause. Die arbeitet oder? Nee, Die hat frei. Die hat gekündigt und hat jetzt einen neuen Job. Nicht alles erzählen, das Fernsehen. Okay, die hat gekündigt, aber die hat jetzt schon einen neuen Job. Also sie ist in between Jobs jetzt? Ja. Okay. Aber Oh. sie arbeitet noch nicht da. Nee. Die hat da jetzt ein bisschen irgendwie frei, 7 ne? Wochen frei. Und was machen Sie beruflich, Papa? Energiewirtschaft, Okay, Energieversorgung. das heißt? Keine. Wir versorgen die Kunden mit Strom, Gas, Wasser, Okay, dann Kölner. aber ich hoffe doch grünen Strom. Natürlich! Ja, natürlich! Nur grün. Was glauben Sie, dass die Zukunft uns bringen wird? Wasserstoff oder Sie müssen da schon ein bisschen Experten sein, oder? Nicht? Wir müssen umstellen auf grüne Energie, viel stärker, viel schneller. Es wird kosten, es wird uns alle Geld kosten, aber es funktioniert halt nicht. Zum einen politisch, sieht man ja gerade, und zum anderen die Umwelt. Und ob man später Wasserstoff nimmt, um Erdgas zu ersetzen, dauert noch 10, 15 Jahre, bis sich dahin entwickelt. Ich denke, am Anfang wird man beimischen, 20%, 30% beimischen, irgendwie so. Erziehen Sie eure Kinder auch ein bisschen, dass sie sich bewusst sind von der Umwelt? Ich hoffe. Ich versuche es denen beizubringen. Ja, doch. Was draus wird, sieht man dann. Aber Urlaub machen auf dem Fahrrad ist schon mal gut, ne? Ja. Und wer von euch bestimmt, wenn es Schluss ist mit dem Radl am Tag? Weiß nicht. Na, wann dann, wenn wir unser Ziel erreicht haben? Hey, gute Antwort. Und wer bestimmt, wo das Ziel ist? Papa. Das bestimmen wir alle. Ah, okay, okay. Aber ihr habt da schon ein bisschen auch, ihr könnt auch da ein bisschen einmischen, so wo ihr übernachten möchtet auf dem Ja, schon. Campingplatz. Wo habt ihr gestern übernachtet? In der Wildnis. In der Wildnis? Ja, an der Maas. An so einer Ecke irgendwo. Cool. Also am Wasser, am Fluss, Ja, schon. also in der Nähe von Roermond? Ja, Swalmen Ah, und dann noch Swalmen. so ein bisschen darüber, wie heißt es, Reykjen. Da ist eine Windmühle und da war Platz. Okay. Also das ist jetzt erst Tag Nummer 2. Ja. Und dann ist am Ende das Ziel wieder Roermond. Denn da Wahrscheinlich. steht das Auto, glaube ich. Nee, Frau holt uns ab. Au! Irgendwo. Roermond, Maastricht, keine Ahnung.
Cool. wo es uns hinträgt. Cool. Und wie gefällt es bis jetzt? Gut? Gut? Ja? Ja. Also vielleicht nächstes Jahr wieder? Vielleicht. Ja. Und wie alt ist der Juri? 7. 7? Ja. Ich finde das schön. Und du? 10. Vigo ist 10, der große Bruder, aber ich finde das schon. Ich sag nicht. Bitte? Ich sag's nicht. Nee, aber ich finde das schon cool, dass ein 7-Jähriger, dass der das schon so gut mitmacht. Cool, Juri. Ich wünsche euch einen. Ist es ein Urlaub? Ja, ne? Ja. Einen schönen Urlaub, viel Spaß auf dem Campingplatz, wo ihr jetzt hinfährt.